Hallihallöle, ich bin so Ihr Blaster-Ingenieur. Und da haben wir die Riken CS6. Die Hammer, der Hammer. Mann, die Profis und die Leute, die schon länger dabei sind, wissen, das Ding ist nicht ganz im Serienzustand. Also so nicht ganz. Man, ihr seht, also auch sehr von den Modifikationen hier, die man einfach wieder wegschrauben kennt, zum Teil. Ich meine, das habe ich ja schon so eine Zeit lang her, dass ich das gemacht habe. Die Teile habe ich bei Fingerwehrs gefunden, das Teil habe ich selber entworfen. Ja, das ist einfach, ich stecke da kein Magazin rein und das Magazin passt sowieso nicht mehr rein. Also die Leute unter euch, die da Ahnung haben oder schon länger dabei sind, wissen, das Ding ist für kurze Pfeil. Man sieht es ja im Magazin. Und wir haben das jetzt heute auf dem Tisch, weil das hätte das silberne Teil. Das brauche ich für ein anderes Projekt. Deswegen habe ich mir dasselbe in Blau bestellt. Ich hätte mir dasselbe in Silber bestellt, wenn ich es einfach gefunden hätte. Und dann hätte man das hier nie ausgebaut, wäre drin geblieben, wäre gut gewesen. Das seht ihr, ganze Pracht. Für kurze Pfeil. Und wir hätten das jetzt heute nicht auf dem Tisch, wenn ich bloß die Teile tauschen hätte. Weil ja, da lohnt sich nicht, ein Video drüber zu machen, das zerlegen oder wieder zumachen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon aufmache und zumache, wenn man in dem Bläster ein bisschen stört ist, wenn man da nicht ganz aufpasst mit dem Magazin, Gott sei Dank. Wow. Ja, doch, da verkantet sich ein bisschen. Das will ich, dass das da haben, weil das war bei dem Originaler. Bei dem Originaler hat das da so Lippe dran gehabt. Man, könnt ihr euch jetzt das zeigen, aber das hat das schon nicht mehr. Das schauen wir uns einfach mal an, wie das ausgesehen hat. Also, seht, ich habe schon ein bisschen geschliffen und da. Das habe ich ohne Kamera gemacht. Und wenn ich mich ein bisschen mehr auf das Video machen selber fokussiere, dann hätte er das sehr. Oder dann hätte ich das jetzt so gemacht, dass ihr das Teil am Anfang gesehen hättet und dann plötzlich fällt das auseinander. Das ist mir aber erst im Nachhinein eingefallen und dann ist mir aufgefallen. Das ist, glaube ich, wirklich das Originale von der, weil das Teil habe ich in der Form bloß einmal da. Und das ist, ja, schon Seltenheit. Also von der Prophecy und von den Riken Mark II war da, also ich glaube hauptsächlich von der Prophecy, von der Riken Mark II da habe ich bloß eine modifiziert. Prophecy habe ich alles da. Man müsste gucken, also ich habe ein paar von denen da. Das habe mir gedacht, die kann man immer mal wieder brauchen. Das hat sich ja bewahrheitet, weil das klebt man da noch. Einfach so nah. Im Nachhinein, also das hätte ich wahrscheinlich schneller in 3D entworfen und aus dem 3D-Drucker rausgelassen. Aber ich will ja manchmal auch Dinge altmodisch machen. Das ist dann, also wenn ich von dem Ding mehr modifizieren sollte, weiß ich ja nicht, dann kann man ja durchaus das mal als 3D-Teil entwerfen. Also wenn ich dann irgendwann mal, das könnte ich mir vorstellen oder so, dass ich das geschäftlich mache, so als Nähbauwerk oder was weiß ich, und die dann modifiziere, aber ja, schauen wir mal, was sich da so ergibt und wie man das, was da auch so Interesse besteht und was weiß ich, ob da überhaupt Bedarf dafür da ist. Könnt ihr ja aber mal vorstellen, ich glaube, das habe ich aus dem Original auch rausgeholt. Ja, ich glaube, das behalte ich. Ich meine, so Ding, das da vorne, also das Mittelteil kann man, oder das kann man vielleicht immer mal wieder brauchen. Und das ist ein normaler Verschluss für die Anbauteile. Das kann man sicherlich mal irgendwo brauchen. Den restlichen Teil schneidet man dann halt einfach weg. Packen wir es auf Seite. Den Teil, den wir brauchen, haben wir da. Und Eiskleber habe ich seitlich. Und ja, dann zerlegen wir die. Ihr solltet mittlerweile, glaube ich, wissen, dass ich großer Fan von den Blasters bin. Und die sehen wir, glaube ich, auch noch ein paar Mal. Weil ich will
will da auch irgendwann mal ein Magazin dafür entwerfen, das nicht gleich beim ersten Anblick verrät, dass hier schon was modifiziert worden ist. Und ich krieg das Magazin. Man können sie es auch einfach machen, dann Adapter reinmachen. Das haben wir schon ein paar, glaube ich, in die Kommentare geschrieben. Und dann kann man da so richtig kurzes Magazin rein. Und dann hat man auch das Problem mit der Führung nicht, weil das übernimmt dann der Adapter. Aber ich hab da auch von anderen Blaster welche da. Ich hab's probiert und das sieht einfach nicht so schön aus. Und wenn ich dran denke, hol ich nachher noch einen. Und dann schauen wir uns das zusammen an, warum ich das nicht so schön finde. Ich meine, für Wettkämpfe ist das. Ja, ist das, glaube ich, sowieso ein richtige Blaster. Weil das ist schon, seht, ich glaube, arg lang hält der nicht durch. Da ist der Spalt ein bisschen arg groß, weil wahrscheinlich die Schraube da drin gebrochen ist. Das ist eher zum Rumspielen. Und besonders gut zielen kann man mit dem auch nicht. Da müsste man wahrscheinlich den Deuter oder mit neuer Front und irgendwas mit ordentlichen Zielvisier drauf machen. Oder den Deuter eine Absäge. Weil das Ding, das hindert eher am Ziel. Also da trifft man auf ein paar Meter genau schon nicht mehr, weil da muss man dann da seitlich vorbeizielen und dann Gott's halbwegs und ja, das ist. Und irgendwann will ich da auch noch was reinmachen, also dann macht, dass man den Lauf vielleicht ein bisschen kürzt und dann mit so, dass es die Pfeile so dreht, so BK oder SK oder PK oder ja, wie auch immer die Dinger heißen. Ich hab's ja an meiner Prophezie schon dran. Das da mal reinmachen. Also ich will die Optik, also auch gesehen von der Schulterstütze hin, ne? Will ich die Optik so gut wie möglich halten. Und jetzt habe ich ja wieder viel zu lang gelabert. Zerlegen wir es. Packen wir die Gäule auf die Seite. Schulterstütze auf die Seite. Das ist praktisch, das ist bloß auf der Seite. Aus dem Bild. Dann der Lauf. Den können wir gleich mal. Oh, das ist ein guter Imbus. So ein Ding. So rund, dass man noch schneller drehen kann. Den können wir leider reinschrauben. Das machen wir kurz ganz schnell. Dann zerlege ich es. Schauen wir, wie wir das alles reinkleben können. Zack, den ist. Die Farbkombination ist ein bisschen wild. Sodele, der ist aufgeräumt. Jetzt richtiges Drehmoment. Das habe ich in den Fingern, da brauche ich noch kein Messmittel dafür. Irgendwann vielleicht. So, dann zerlege ich das mal im Schnelldurchlauf. Und dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. So, jetzt ist offen. Jetzt seht ihr die ganze Magie. Und jetzt seht ihr auch. Muss ich das Federle mal kurz ein bisschen raus da, dass man das zurückschieben kann. Ich hätte das Magazin vorher raus da sollen. Das raus. Dann haben wir. Dann muss der Stift ist da. Ja, das Dörle, das hat man. Ja, das geht auch nicht weiter zurück. Das ist da denn. Kommt das her? Stückchen Schaumstoff. Ja, das auf die Seite. Keine Ahnung, ob das da denn ist und wo das herkommt. Brauchen wir das? Soll das da?
Also das sind eigentlich viel zu hochwertige Teile für den alten Blaster. Aber ich habe sie rumliegen gehabt, weil einen Teil habe ich von der Prophecy gehabt, weil ich da irgendwann mal angefangen habe, die Farbe zu ändern. Und habe ich da schwarzes so ein Set für kurze Pfeile gehabt. Das Zeit. Das seht ihr irgendwann mal anderswo. Irgendwann mal anders. Ja, zum anderen Zeitpunkt. Jetzt müssen wir gucken. Kriegen wir das Nike Fremelt? Ui, das hält halt nirgends. Also da ist gar nichts in der Nähe, wo man das festmachen könnte. Das aber jetzt passt das farbliche Ende wieder halbwegs. Wobei, das Silber da. Ja, das ist zum Glück ein durchsichtiger Blaster. Das wird spannend, das mit Heißkleb festzumachen. So. Dass das auch noch erhält. Da war ich mit dem Laufer ein bisschen zu eilig. Der muss weg. Nutze die Macht des Hebels. So. Wenn man schon Imbus 2 Ende hat, kann man das auch nutzen. Das mal wieder vor. Ja, so komme ich damit Heißkleb bist du nicht noch. Da müssen wir gucken, das darf nicht zu viel. Sonst Gott das. Jetzt habe ich die nebenher hoffentlich vorgewärmt. Sonst wird das da noch. So. Jetzt mal, zack. Bloß, dass wir die grobe Position haben. Weil dann müsste das Magazin da ein bisschen Führung haben. Ja, da wäre 3D-Drucksteuer vielleicht doch besser gewesen. Sehe ich jetzt gerade so. Das machen wir wieder weg. Kommt auf Zeit. Das Magazin raus. So, dann machen wir dasselbe. Die andere Seite. Echt gut, dass ich das da noch erhalten habe. Weil da können wir jetzt so richtig. Da können wir richtig Heißkleben rein. Das hätten wir schon. Jetzt, wenn ich das so sehe. Ah, das sitzt da seitlich auf. Also ich hätte gesagt, das 3D-druckte Teil da noch rum, dass das sauber da mit dem verbunden ist. Weil man natürlich einfach auch sagen könnte, ah, da oben darf man nichts mehr machen, da muss der Schlitter ja durch. Ja, da hätten wir gerne rumgehen können und da haben wir das wieder festmachen. Oder zumindest bis dahin her ziemlich massiv. Und da das ein schmales Steg nutzen, dass es einfach einzig geschlossen ist. Aber das machen wir das nächste. Das machen wir dann. Sollte dann irgendwie ich auf die Idee kommen, da mehrere von denen Varianten oder mehrere von denen anzufertigen.
Aus welchen Gründen auch immer. So, da brauchen wir jetzt einfach ein bisschen. Das ist zum Glück kein durchsichtiger Plaster. Das könnte vielleicht der Grund sein, wenn ich das mal irgendwann mal durchsichtiger riechenden Angriff nehme. Das gefällt mir natürlich so nicht. Aber dafür müssen wir die da also so stabil kriegen. Jetzt. Zack. Und das dürfte trotzdem mal schließen. Und das vielleicht nochmal weg. Ah. Ja, deswegen mache ich sowas auf dem Schnelldurchlauf. Dass ich in aller Ruhe von mich hinfluchen kann. Das ist zum Glück. Also, entweder das ist nicht mehr heiß oder ich habe mittlerweile genug Hornhaut. Setzen wir das mal ein. Dass wir nur noch Probleme haben. So, oder? Und da noch unter können wir ein bisschen. Das war jetzt warm. Da habe ich noch nicht genug Hornhaut. Das. So. Das müssen wir. Das hätte ich vorher, aber da hätten wir keine Positionierung machen können. Und wenn wir ein bisschen warten, bis. Das kann man noch eine Zeit lang ein bisschen modellieren, wenn es nicht zu warm ist. Also wenn es nicht zu kalt ist, so rum. Und ja, nicht zu warm auch, weil zu warm tut halt einfach weh. Oh ja, das da ein bisschen rein. Da ein bisschen rein. Das wird ein bisschen. So, oder? Das probieren wir, ob das sauber schließt, bevor man es zusammenbaut. Das wäre ärgerlich, wenn man das zusammenbaut und das nicht mehr sauber geht. Da noch ein bisschen rein. Den da noch das Eberzieher. Ja, und damit habe ich wieder alles rausgezogen. Ja. So, da ab und zu mal geht. Okay, bin froh, dass ich einen 3D-Drucker habe. Das ist jetzt auch eine wichtige Erkenntnis. Das heißt aber, das dürfte, dass man da halt ja, das dürfte lange. Dass man da halt kein Material ist, sonst geht das Magazin schwer rein. So, da. Ja gut, das hat auch genug Spiel. Das muss ja, dass das. Also selbst wenn da ein bisschen Material ist, das hat genug Spiel, das passt. Genug Stabilität hat es auch. Passt. Da noch ein bisschen Material noch. Da noch ein bisschen. Könnte noch. Ja, nicht schön, aber hoffentlich taugt's. Das ist jetzt zum Glück kein durchsichtiger Plaster, weil sonst wäre ich ein bisschen anders unterwegs.
Deswegen habe ich so viel Teil rumliegen, weil ich bei der Prophecy zum Teil halt, da wollte ich orange Teil, das machen wir dann auch noch. Das sieht dann nochmal anders aus. Also, das ist Prophecy, ich glaube, an die Recon, an die Retaliator angelehnt, oder? Ist da. So nicht. So nicht. Genau, das wollte ich nicht, dass man da dann so raus. So, jetzt haben wir da genug Material drin, dass das da auch. Das da wieder sauber machen. Da auch. Sonst geht man das nachher irgendwo in die laufende Technik rein. Oder ins reale Hände. Dann muss ich es erst wieder zerlegen, weil ein Kruse da drin ist, der sich verklemmt und da dann dafür sorgt, dass das alles nicht mehr so reibungsfrei läuft. So, Dele. Jetzt testen wir es mal, dass wir da irgendwo Material abgebraucht haben, wo es im Weg ist. Ah, das passt. Zack. Das passt. Ja gut, das hat jetzt nicht mit vorgegangen, das hält nachher der Schuff. So. Das ist jetzt bloß alles nicht ganz sauber eingebaut, aber das ist okay. Raste das da ein. Dann geht das da nach vorne. Gut, das hält jetzt halt alles nicht so gescheit. Jetzt geht das nach vorne. Und dann kennt man, wenn man das muss da bleiben. Da seht ihr, die Schreible, das dreht Hohle. Ich glaube, das ist auch nichts, was man mit Heißkleber reparieren kann. Aber das heißt nicht, dass man es nicht versucht. So, jetzt seht ihr. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt so ein bisschen schräg rein, wird das dann da rein dirigiert. Dann kann ich das jetzt nicht mehr verkannt und das hat mir einfach gestört und habe gedacht, aber nicht so sehr, dass ich das extra aufmachen wollte, aber jetzt habe ich sowieso das silberne Ding da braucht. Na, ich dachte, komm, dann machen wir das. Dann machen wir das gleich mit neuem Aufwasch. Seht ihr. Man kruscht ein bisschen auf die Seite. So, dann machen wir da Tröpfchen Heißkleb rein. Das lassen wir abkühlen. Und dann hätte ich sagen, dann schraube ich das wieder zusammen. Das mal wieder auf. Durch. Ja. Das Magazin wieder raus. So, und das da auch noch. Ich glaube, da fahre ich mir Feuerzeug noch ein bisschen rum. Na, aber ohne Kamera. Dann schraube ich das zusammen und dann reden wir weiter. Bis gleich.
das Rodele wieder zusammengeschraubt ist. Und hier, das mit dem Kleber hat sogar funktioniert. Guckt, das ist der Spalt weg. Und da war das Schraubloch. Oh ja, das Gott schwer. Da war das Schraubloch ein bisschen hinüber. Oh, dafür Gott, der sich jetzt. Hätte mich doch mehr anstrengen sollen. Habe ich groß rumtönt, ja, das sieht man nicht. Von wegen. Okay, die Tür, die bringt da überhaupt nichts. Die geht jetzt nicht mehr richtig auf. Das ist. Die Funktion von dem Blaster ist jetzt ein bisschen anders. Da war das Relais war ursprünglich so umdreht. Das heißt, das hat bis da nach hinten gegangen und da ist das ganze Volumen geschrumpft und dadurch hat es einen Stoß gegeben. Und jetzt geht das Stößel nicht nach vorne. Das ist ein anderes Prinzip. Aber deswegen ist es auch so cool, den Blaster zu modifizieren. Und ich habe den habe ich ja gekauft, weil ich glaube, das Zielvisier wollte ich haben. Ich habe nur einen, der komplett vollständig ist. Das Zielvisier wollte ich haben und das da unten. Es war einfach günstiger, so einen Blaster gebraucht zu kaufen, der halt schon ein bisschen ramponiert war und alles. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich ihn rumliegen und habe die Deute für da. Hauen wir es rein. Schon aufgeräumt. Und, ja. Ist doch ein schönes Blasterle. Das lassen wir auch noch mal 3D-Drucker raus. Das machen wir mal schön. Das sind alles noch Projekte. Also was heißt mal schön? Ich meine, mich stört halt bei dem Entwurf da das Spaltmaß. Das sind so Dinge, ja, da die Rundung passt jetzt nicht ganz. Und dann könnte man das da irgendwie so übergangen lassen, dass das zu dem dann passt. Und da das habe ich selber bei ich habe meins an die Teil auch passt. Und das müsste aber hier eigentlich viel weiter runtergehen. Und die Rundung habe ich da muss man auch ein bisschen mehr anstrengen. Das ist noch recht kantig. Das ist einfach an das Original so schön nahtlos übergeht. Ich meine hier, das ist wirklich perfekt drauf da. Das ist eigentlich schon echt gut gemacht. Also, das ist noch. Ich weiß nicht, ob ich da was Eigens mache oder ob ich da einfach das, was ich da noch habe, das anpasst. Das wird man sehen, aber da habe ich Video zu gemacht. Das Video hat jetzt nicht so besonders Aufmerksamkeit gekriegt. Deswegen habe ich andere Projekte einfach bevorzugt momentan noch. Das ist halt. Entspannen wir den wieder. Schießt. Jetzt zieht dort raus. Hätte das Video stoppen sollen, genau an der Stelle, wo ich es versucht habe, mal da. Warum rastet das jetzt nicht ein? Ja, sage mal. Was habt? Manchmal sollte man einfach aufhören, wenn's Gott. Einfach dann aufhören. Okay. Also das ist eigentlich im Prinzip Gott noch. Das müsst jetzt. Ja, jetzt. War das nicht weit genug zurück, oder? Ich weiß auch nicht. Da kann man. Das ist natürlich nicht gut, aber wie schon gesagt. Also die Doyle wird uns überleben und ob es der Blaster überlebt, wenn nicht, gibt's halt ein Update, wo ich das einfach stärker mache. Und ja, also das sind nur die Projekte, wo ich mit dem vorhabe. So, ihr seht jetzt, also seht ihr das schon durch. Ja, nicht so schier. Aber, ja. Also, Schulterstütze ist hier. Da habe ich das noch. Oh, schmeiße ich fast einen Lötkolben übereinander. Und da vorne noch. Ich weiß nicht. Oder einen kürzeren Lauf. Muss ich gucken, ob ich einen kürzeren Lauf da habe oder was man da macht.
Oder immer so BK oder so SK oder was weiß ich, was er für K hat das noch. Da dürfte das eigentlich schon passen. Ja. Entspannen wir es wieder. Dann lassen wir es gut sein für heute. Das hat jetzt schon viel Spaß gemacht. Und jetzt haben wir vor allem das silberne Teil. Lasst Tabole da, wenn ihr wissen wollt, was ich damit vorhab. Was das für Blasterle wird. Das haben wir jetzt rausgeholt. Lasst Tabole da, dann kriegt ihr es mit. Trinkt das Längerle auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Ja, dass der Kanal einfach ein bisschen größer wird, dass wir der Community wird und alles. Ihr kennt das Geschwätz. Das habt ihr wahrscheinlich schon oft genug gehört. Also von daher, macht's einfach. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.